Es war einmal ein Land, das im Dunkeln gelegen ist. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, ist eine karge und öde Finsternis über dieser Welt gelegen. Die Dunkelheit ist ein fieser Begleiter. Egal wie einzigartig und vielfältig die Welt auch sein mag, die kühlen Schatten von der Finsternis rauben ihr alle Schönheit. So sind sich die Einwohner von dem Land gewöhnt in Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit zu leben. Auf den ersten Blick hat man es ihnen selten angesehen. Aber immer wieder hat sich eine Last über Menge ausbreitet und hat die Leere von ihren Herzen sie schonungslos umhergetrieben. Dunkelheit, so weit es auch sehen kann? Nein, nicht alles ist in der Finsternis gelegen. Es hat hier eine Stadt auf einem Berg gegeben und ihr Licht hat Tag und Nacht geleuchtet. Die Stadt auf dem Berg war voll von Menschen, die das Licht in sich getragen haben und in all ihrer Unterschiedlichkeit in 1000 glitzerige Farben gestrahlt haben. Das göttliche Licht ist so stark, dass es alle Dunkelheit im Leben der Menschen verdrängen, Fehler wieder gut machen und Verletzungen heilen kann. Es gibt den Menschen tagtäglich Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung. Weil das göttliche Licht das Beste ist, was den Menschen je passiert ist, sind sie nicht müde geworden, es überall dort anzutragen, wo noch Finsternis geherrscht hat. Und mit jedem Mensch, der von dem Licht verändert worden ist, hat die Stadt ein bisschen heller gestrahlt. Willkommen zu dem zweiten Teil in unserer Serie «Eine Stadt auf dem Berg». In seiner berühmten Bergpredigt hat Jesus zu seinen Jüngern, den Leuten, die mit ihm unterwegs sind, Folgendes gesagt. Ich lese aus Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Bild von dieser leuchtend strahlenden Stadt auf dem Berg ist das Bild, das uns in die nächste Saison von unserer Kirche begleiten wird. Anfang von dem Jahr haben wir einen grossen Leiterschaftswechsel in dieser Kirche und wir haben uns die Frage gestellt, an was wollen wir uns orientieren? An was wollen wir uns ausrichten in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten? Und das Bild von dieser Stadt auf dem Berg, wo Jesus seinen Jüngern zugesprochen hat und gesagt hat, das ist das, was ihr seid für mich, das ist das, was ihr sollt sein in dieser Welt. Das soll der Orientierungspunkt sein, in den kommenden Monaten für unser persönliches Leben und für uns als Kirche. Das Bild kurz zusammengefasst zeigt uns, dass es im Leben von uns Christen um mehr als uns selber geht. Es zeigt uns, dass wir die Jesus kennengelernt haben, die uns entschlossen haben, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, die wir Hoffnung gefunden haben ins Leben nach dem Tod, in der Ewigkeit mit Gott. Eine Ewigkeit, wo die Bibel sagt, es wird keine Tränen, kein Leiden, keine Schmerzen mehr geben. Dass wir als Menschen da auf dieser Erde sind, nicht nur wegen uns selber, sondern dass wir eine positive Ausstrahlung haben, eine positive Auswirkung haben auf das Umfeld, das um uns herum ist. Das, was wir erleben mit Gott zusammen, soll nicht nur uns selber zugutekommen, sondern es soll auch den Menschen zugutekommen, die um uns herum sind. Wir können also sagen, als Christ in dem Unterwegssein mit Jesus gibt es verschiedene Fokus, verschiedene Sachen, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Manchmal bis ich und mein Leben, wie sich das verändern kann. Manchmal ist es aber auch, was Gott durch mein Leben, durch und das, was ich bin, im Leben von anderen Menschen Gutes tun. Das Bild von dieser Ausstrahlung ist aber ein bisschen beladen, muss ich ehrlich sein. Vor allem für die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, die spüren im Nacken so einen kühlen Atem. Man könnte sagen, die Missionierungskühle, die dann bald raufkommt. So einen Druck, der einem das Herz eng macht und den Magen abschmiert, weil man das Gefühl hat, immer dann, wenn es irgendwo in der Bibel um die Ausstrahlung geht, höre ich die Stimme, du solltest aber dann schon irgendjemanden noch bekehren in dem Umfeld.
Als ob wir so Skalpjäger wären und die Strichli müssten machen für jeden Mensch, wo wir dann können überreden, dass er auch an den Jesus glaubt. Ein Bild, das also eine enorme Ausstrahlung hat, eigentlich auch eine enorme Hoffnung, ein enormes Potenzial, wo manchmal aber auch einen Druck auf unser Leben auslöst. Und über das wollen wir heute Morgen gemeinsam miteinander ein bisschen nachdenken. Und wir machen das mit einer anderen Geschichte. Jesus hat viele Geschichten erzählt. Warum? Weil Geschichten uns Menschen so gut wie nichts anderes helfen, Sachen zu verstehen und vor allem uns Sachen auch zu merken. Und die folgende Geschichte glaube ich, dass die allermeisten von euch die wahrscheinlich werden kennen. Ich lese aus dem Lukas 15 ab Vers 4 eine sehr bekannte Geschichte. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es nicht voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause? Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, seit Jesus, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus hat seinen Zuhörern eine Geschichte von 100 Schafen erzählt. Für uns vielleicht ein bisschen ein fremdes Bild, aber in der damaligen Zeit ist das gang und gäbe gewesen. Und vielleicht hast du das auch schon gesehen, bei uns ab und zu haben wir mal so ein bisschen hinten auf dem Feld draussen, dort wo wir wohnen, Schafherden graset. Die sind ja immer schön so miteinander zusammen. Aber wie bei jeder Schafherde gibt es immer einen Schafbock, oder? Einen, der irgendwie ein bisschen anders ist, der seinen eigenen Grind hat. Und in dieser Geschichte erzählt Jesus, dass eines von diesen 100 Schafen weggelaufen ist. Verloren gegangen ist, irgendwo sich entfernt hat von der Gruppe und ganz alleine irgendwo verschupft weg von der Gruppe war. Wenn wir so ein bisschen anfangen nachdenken über die Geschichte von diesen 100 Schafen, dann denken wir vielleicht das Gleiche, wie ich gedacht habe. Es ist eigentlich ganz schön irrational. Unverhältnismäßig. Völlig übertrieben. Da sind 99 und ein einziges fehlt. Die Geschichte ist irrational, übertrieben, unverhältnismäßig, so lange, bis du das eine Schaf bist, wo verloren gegangen bist. Weil wenn du das Schaf bist, wo verloren gegangen bist, entscheidet das gefunden werden über Leben und Tod. Es ist immer eine Frage von der Perspektive, wie man es sieht. Immer eine Frage vom Fokus, den man hat. Für die 99 war es schade, dass der Hirt davon gegangen ist, sich nicht mehr um sie gekümmert hat, sie zurückgelassen hat, vielleicht sogar sie gewissen Gefahren überlassen hat, weil er sich entfernt hat. Aber für das eine Schaf ist es um alles oder nichts gegangen. Für das eine Schaf hat die Situation und das Gefundenwerden darüber entscheidet, wie sein Leben weitergeht. Ob sie die eine oder in die andere Richtung ist. Für mich ist das eine Geschichte voll von Barmherzigkeit. Eine Geschichte voll von Liebe, eine Geschichte voll von Hingabe und am Schluss auch eine Geschichte voll von überschwänglicher Freude. Für die von uns, die Christen sind, gibt es irgendwo in der Geschichte von deinem Leben so einen Tag. Irgendwann, irgendwo, irgendwie bist du mal das eine Schaf gewesen, das gefunden worden ist. Weißt du noch, was dir das gefunden worden in deinem Leben bedeutet? Weißt du, was gefunden sein oder verloren sein für einen Unterschied macht in deinem persönlichen Leben? Weißt du noch, wie es war, bevor du Gott in deinem Alltag hineingehauen hast? Weißt du noch, wie es war, bevor du deine Ängste und Sorgen im Gebet mit Gott besprechen und ihm abgeben hast können? Weißt du noch, wie es war, bevor du Gott um Rat und Weisheit hast können fragen, dann, wenn du selber nicht mehr weiter gewusst hast? Weißt du noch, wie es war, bevor du hast können Gott um den inneren Frieden, um die Ruhe und die Hoffnung bitten, wenn sie in deinem Leben gerade so richtig gestürmt hat?
Weißt du noch, wie es war, dich einsam zu fühlen, weil du nicht mit Jesus über deine innersten Wünsche und deine Sehnsucht hast können reden? Weißt du noch, wie es war und wie schwer dass die Last von deinen Fehlern auf deinen Schultern gelegen ist? Wie du dich manchmal dreckig, unbrauchbar und nutzlos gefühlt hast, weil du keinen Gott gekannt hast, der Fehler wieder gut machen kann. Weißt du noch, wie es war, zu spüren, wie fest verletzende Worte und Taten von anderen Menschen wehtun, bevor dass du von Gott deine inneren Wunden hast können heilen lassen. Irgendwann bist du mal das eine Schaf von dieser Geschichte gewesen, wo gefunden worden ist, obwohl du es dir mit nichts jemals irgendwie hättest können verdienen. Das von Gott gefunden werden hat dein Leben für immer verändert. Es hat entschieden über alles in deinem Leben hinein. Und wahrscheinlich ist es etwas vom Wichtigsten, was dir je passiert ist. Was wäre, wenn deine Eltern dir nicht von Gott erzählt hätten? Was wäre, wenn deine Kollegin dich nicht überredet hätte, in den Gottesdienst mitzukommen? Was wäre, wenn dein Arbeitskollege nicht für dich da gewesen wäre, in dem Moment, wo du dein Leben Gott in den Sand gesetzt hast? Was wäre, wenn deine Nachbarin dich nicht zum Alpha Live eingeladen hätte? In dieser Zeit der Vorbereitung auf die Predigt und in dieser Zeit, wo wir uns viel Gedanken gemacht haben über die Stadt auf dem Berg, ist mir bewusst worden, wie unendlich dankbar ich dieser Frau bin, die meine Eltern vor rund 25 Jahren in die GVC eingeladen hat. Ich bin vorher in dem Sinne nicht gläubig aufgewachsen, zwar auf dem Papier reformiert, aber mit Gott, mit der Kirche, habe ich nichts am Hut gehabt. Und plötzlich bin ich an einen Ort angekommen, wo ich Menschen kennengelernt habe, die so völlig anders waren als alle anderen, die ich je vorher getroffen habe und kennt habe. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich gemerkt habe, da kann ich selber sein. Da geht es um mich und nicht um das, was ich bringe, nicht um das, was ich leiste, nicht um das, was die anderen von mir haben, sondern um mich persönlich. Ich habe einen Ort gefunden, wo mir geholfen hat, die grossen Fragen vom Leben, die mich umeinandergetrieben haben. Wer bin ich? Woher komme ich? Für was bin ich da auf dieser Erde? Und was ist, wenn ich einmal sterbe? Ich konnte stellen und konnte Antworten finden. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich eine Frau gefunden habe, die die gleichen Werte und Überzeugungen hat. Wo ich auch eine Familie gründen konnte. Und wo ich heute durch alle Höchst und Tiefs vom Leben durch so einen festen Anker vom Glauben kann haben. Und je mehr, dass ich darüber nachdenke, desto mehr überwältigt mich das, wenn ich mir vorstelle, was wäre gewesen, wenn die Frau, sie heisst Petra Bigelow, dort mal im 1996 oder was es war, nicht den Mut gehabt hätte, zu meinen Eltern zu sagen, hey, ich bin voll Christ und ich gehe da in eine Kirche und weiss nicht, vielleicht könnt ihr euch helfen an dem Punkt, wo ihr jetzt in eurem Leben steht. Kommt doch mal. Schaut mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja. Wenn ich mir vorstelle, wo mein Leben heute wäre, was aus meinem Leben geworden wäre und wie dankbar, dass ich bin, dass ich vor rund 25 Jahren Gott kennenlernen, ihm mein Leben anvertrauen und seit keinen einzigen Tag mehr erleben musste, wo ich allein war, dann überwältigt mich das vertieft in meinem Herz drin. Manchmal fragt man sich vielleicht, ist es nicht ein bisschen arrogant, von gefundenen Schafen und von verlorenen Schafen zu reden? Ist es nicht ein bisschen arrogant, wenn wir eigentlich als Christen anderen Menschen das Gefühl geben, dass irgendetwas mit ihrem Leben nicht stimmt? Ist es nicht ein bisschen überheblich zu denken, dass wir eben die gefunden worden sind, irgendetwas haben, was andere nicht haben, besser sind? Jesus hat einmal zu seinen Leuten, die ihm zugelassen haben, Folgendes gesagt. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten.
Wenn ich das Neue Testament anschaue, wenn ich die Bibel anschaue, dann sehe ich einen Gott, der voll ist von Liebe, ein Gott, der voll ist von Barmherzigkeit und ein Gott, der voll ist von Hingabe. Ein Gott, der so wie der Hirte in dieser Geschichte parat war, alles zurückzulassen, alles auf eine Karte zu setzen, alles zu riskieren, um die Menschen zu suchen, die irgendwo in ihrem Leben gestrandet sind. Um die Menschen zu suchen, die irgendwo in ihrem Leben an einen Punkt angekommen sind, wo sie selber gemerkt haben, jetzt weiss ich nicht mehr, wie es weitergeht. Um die Menschen, die sich einsam fühlen. Um die Menschen, die manchmal überfordert sind. Um die Menschen, die manchmal in der Nacht nicht schlafen können, weil die Sorgen und Nöte von ihrem Alltag sie abdrücken. Die Menschen zu suchen, die sagen, ich schaffe es alleine nicht in diesem Leben. Ich merke, mir fehlt etwas. Die Menschen zu suchen, die Angst haben vor der Zukunft. Die vorher schauen und sagen, ich weiss nicht, was morgen kommt. Ich weiss nicht, was ist, wenn ich mal sterbe. Wenn wir von dieser Stadt auf dem Berg träumen, die eine Ausstrahlung hat, wenn wir das Bild zeichnen und malen und sagen, wir Menschen leben nicht nur für uns selber, dann geht es nicht darum, irgendjemanden zu irgendetwas zu überschnurren. Ich glaube, das ist nicht die Message der Bibel. Es geht nicht darum, irgendwie Menschen mit Druck, mit Gewalt, mit Manipulation irgendwie dazu zu bringen, dass sie irgendein Sätzchen sagen oder irgendwelche Handlungen machen, die Kirche kommen oder irgendetwas tun. Es geht nicht darum, denen, die selber sagen, ich komme zurecht mit meinem Leben, zu sagen, schau, eigentlich bin ich etwas Besseres. Sondern es geht immer und immer wieder darum. Und ich merke das, auch nach 25 Jahren, auch als Pastor von einer Kirche, dass ich in meinem Leben immer wieder ein Verlorener bin, der es ohne den Gott nicht schafft. Und ich weiss nicht, was ich machen würde. In diesen Momenten, in den schwierigsten Zeiten von meinem Leben, wenn ich den Gott nicht hätte. Ich weiss nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich mir manchmal überlege, was für Sorgen sich auf mein Leben legen wollen. Und wie ich dann erst dort einen Ort finde, wo ich aufschnaufen kann, wenn ich das Gott abgeben kann. Und ich weiss, es gibt da einen, der zu mir steht und für mich schaut. Auch wenn ich es manchmal vielleicht im Moment gerade nicht so merke. Ich weiss nicht, was ich machen würde. Wenn ich nicht in diesen Zeiten, wo ich völlig überfordert bin mit dem Kind und mit dem Job und mit dem Leben, könnte ich beten und Gott fragen und sagen, hilf mir doch. Es geht nicht darum, dass irgendeines von uns Gefühl hat, dass wir besser sind. Wenn, dann im Gegenteil, eher so wie es der Paulus sagt, ein berühmter Apostel, einer von denen, der 2/3 vom Neuen Testament geschrieben hat, ein Superchrist, könnte man sagen, der sagt, es geht nicht um mich. Ich bin wahrscheinlich der elendigste von allen da. Und wenn es einen gibt, der Jesus braucht in seinem Leben, dann ich als allererstes. Verloren zu sein ist ein Gefühl, das viele Menschen kennen. Und Jesus hat gesagt, ich bin da. Für all die das kennen. Für all die Punkte in ihrem Leben, wo sie merken, ich schaffe es alleine nicht mehr. Und als steht auf dem Berg, wenn wir diese Menschen einladen und sagen, wir kennen jemanden, der dir helfen kann, wenn du an diesem Punkt stehst. Gib ihm doch eine Chance. Wir haben etwas gefunden in unserem Leben, was so wichtig ist, dass wir unser ganzes Leben umgekrempelt haben und alles auf diese Karte gesetzt haben. Etwas, was so wichtig ist, dass es alles bestimmt in unserem Alltag. Und wenn du willst, erzähle ich dir gerne davon. Das verlorene Schaf. Für ihn hat es alles bedeutet. Aber manchmal, gerade wenn man länger Christ ist und länger regelmäßig in die Kirche geht, fühlt man sich vielleicht eher so ein bisschen wie die 99, die zurückgeblieben sind. Und man denkt sich so, was ist denn mit denen? Wer schaut denn jetzt zu denen, wenn der Hirte ja unterwegs ist? Geht es denn jetzt nur noch darum, um die Verlorenen und die 99, die da sind völlig egal. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es nicht darum, dass man die Fürsorge, die der Hirte für die 99 Schafe hat, schlecht machen will. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, dass die schon lange mit Gott unterwegs sind, keine Bedeutung haben in diesem Plan. Ich glaube, es ist nicht immer so in unserem Leben, dass es entweder oder ist. Also entweder man kümmert sich um das eine, das verloren gegangen ist, oder um die 99 und zwischen denen gibt es nichts. Aber ich glaube, die Stelle, die Geschichte, die Jesus da erzählt und viele andere im Neuen Testament zeigen uns etwas. Sie zeigen uns, dass wir als Menschen, die den Gott gefunden haben, auf dieser Erde, solange wir noch da sind und noch nicht im Paradies, im Himmel mit Jesus, eine Rolle zu spielen haben. Sonst könnte Gott uns ja jetzt schon wegnehmen. Sonst wäre es ja viel besser im Himmel. Also einmal, so wie ich den Himmel lese, in der Bibel steht einfach alles grossartig. Also für was bin ich denn noch da, wenn dort ja alles besser ist und wenn ich sowieso mal wieder dort hinkomme und wenn ich sowieso die ganze Ewigkeit dort verbringen? Vielleicht genau darum. Zum anderen Menschen davon zu erzählen, was ich erlebt habe, um ihnen eine Chance zu geben, sich selber zu entscheiden, ob sie das auch wollen
oder nicht. Ich glaube, es ist ein Auftrag von uns Christen aneinander, dass wir füreinander schauen, dass wir einander helfen, den Glauben besser kennenzulernen, dass wir füreinander beten und da sind in die schwierigen Zeiten von unserem Leben. Ich glaube, die 99 Schafe, die zurückgeblieben sind, die sind nicht unbedeutend und unwichtig, auch die haben einen Platz. Aber vielleicht sind sie nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit von dem liebenden Gott, von dem barmherzigen Gott, der gesagt hat, ich schicke meinen Sohn und ich schicke ihn ans Kreuz, dass er einen schlimmen Tod muss sterben, damit alles parat ist, dass die Menschen, die wollen, Gott finden können und einen freien Zugang zu ihm haben. Wenn du schon langgläubig bist, hast du vielleicht manchmal auch Bedenken, ob du nicht zu kurz kommst. In einer Kirche, wo eine Stadt auf dem Berg will sein. Vielleicht hast du gedacht, was ist denn mit mir? Wer hilft denn mir, dass ich mich weiterentwickeln kann, wenn es immer nur darum geht, um die Ausstrahlung? Vielleicht meinst du es besonders ernst mit dem Glauben und sagst, ich möchte das Beste rausholen aus meinem Leben. Ich möchte das Beste aus dem Glauben rausholen. Dann wage ich es jetzt, dir eine schwierige Frage zu stellen. Weil die Geschichte, die Jesus da erzählt, von diesen 100 Schafen, erzählt er nicht einfach so aus dem Nichts raus, sondern er erzählt sie in einem Gespräch, das er hat, in einer Diskussion. Und es werden dort zwei Gruppen von Menschen beschrieben, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das sind die Menschen, die es besonders ernst gemeint haben mit dem Glauben. Es sind die Menschen, die gesagt haben, ich werde alles tun, was in unserer Macht liegt, um so gut wie möglich den Glauben in unserem Leben umzusetzen. Und sie haben geforscht und studiert, wie man das richtig macht, was richtig ist und was falsch ist, was Gott von den Menschen möchte und was nicht. Und sie haben gesagt, wir setzen unsere Priorität und unseren Fokus voll und ganz darauf, in unserem Leben möglichst gut unterwegs zu sein. Möglichst gut den Glauben zu leben, in dem Glauben unterwegs zu sein. Vielleicht haben sie da drin den Fokus ein bisschen verloren. Und vielleicht sind gerade die Menschen, die es besonders ernst meinen. Die Menschen, die besonders langgläubig sind, besonders viele Erfahrungen schon haben, besonders stark in der Gefahr, von dieser Seite vom Rössli runterzufallen. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist eine Frage, die nur du dir selber beantworten kannst. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Ich glaube, am Ende ist es vor allem etwas, das dir helfen kann, dich zu fragen, wie dein Leben ausgerichtet sein soll, auf was du Priorität möchtest legen. Und du kannst dich fragen, wenn du willst, wo bin ich, weil ich besonders ernst gemeint habe mit dem Glauben, selbstzentriert worden, auf mich fokussiert und auf mein Wohl. Wo bin ich vielleicht ein bisschen überheblich geworden und das Gefühl habe, ich gebe mir so viel Mühe und ich mache Sachen so gut, dass ich besser bin oder Sachen besser kann oder weiter bin als andere, die halt noch nicht so genau wissen, wie das läuft mit dem Glauben. Du kannst dich fragen, wo bin ich selber verbissen worden? Ich wollte es so unbedingt gut machen, dass ich mich vielleicht ein bisschen verrennt habe. Wo bin ich lieblos oder rechthaberisch geworden? Oder entdecke ich Tendenzen dazu? Wenn wir in dem Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium lesen, hat es 3 Geschichten über das Verlorene, das gefunden wird. Und die letzte Geschichte ist sehr bekannte, ist die vom verlorenen Sohn. Und in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn richtet Jesus auch noch ein Wort an die eben zurückgelassen worden sind. Oder in dem Bild von dem verlorenen Sohn, der Sohn, der eben daheim geblieben ist. Und er sagt ihm etwas Bezeichnendes. Der Sohn, der Angst hatte, der das Gefühl hatte, er sei zu kurz gekommen, der das Gefühl hatte, es geht nicht mehr um ihn, das Gefühl hatte, wenn der Vater so viel Liebe hat für den einen verlorenen Sohn, dass er selber zu kurz kommt. Und er sagt ihm, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden worden. Was der Vater dem daheim gebliebenen Sohn, den 99 will sagen, ist das, vergiss nie, dass du mal das eine Schaf gsi bist. Das eine Schaf, das verloren war und von Gott gefunden worden ist.
Der Titel der heutigen Predigt heißt: Sein Licht durch uns leuchten lassen. Sein Licht leuchtet durch uns durch. Wir wollen eine Kirche sein, wo das lebt, so eine Ausstrahlung hat, so eine Stadt auf dem Berg ist. Wir wollen eine Kirche sein, die davon ausgeht, dass jedes Mal Menschen da sind, die Gott noch nicht kennen. Wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen, die Gott noch nicht kennen, sich genauso wohl fühlen wie die sich da die Heime fühlen seit Jahrzehnten, sich willkommen fühlen. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir erklären, was da passiert. Vielleicht denkst du manchmal, warum erklären sie das jedes Mal von dieser Kollekte und warum immer das mit dem Next Step Desk und all diese Sachen. In dieser Wiederholung haben die das Gefühl, wir sind dumm. Nein, aber es geht dann nicht um dich, sondern um den, der vielleicht das erste Mal da kommt, der keine Ahnung hat, was ist Worship. Der keine Ahnung hat, um was geht es mit dieser Kollekte. Warum muss eine Freikirche Geld einziehen? Wir versuchen diesen Menschen zu erklären, was da läuft, damit nicht das Gefühl von, ich gehöre da nicht dazu, sie hindert, können zuzulassen, um was es da geht. Ich glaube, der Glaube ist an sich schon genug herausfordernd für Menschen. Sich irgendwie mit dieser Vorstellung anzufreunden, dass da ein unsichtbares Wesen gibt, das irgendwie existiert, auch wenn ich es nicht sehe, und irgendwie sich für mein Leben interessiert und ich irgendwie eine Beziehung zu dem habe, ist sonst schon kompliziert genug. Dass man es ihnen möglichst einfach machen will, indem man so redet, dass man es versteht. Dass man weiss, um was es geht. Nicht in einer Sprache, die nur die kennen, die schon seit 30 Jahren da sind. Wir reden über Sachen, die das alltägliche Leben betreffen, weil wir erlebt haben, dass der Glaube mit dem alltäglichen Leben zu tun hat. Das ist nicht etwas für super Leute, die irgendwo in einer anderen Sphäre unterwegs sind, sondern für Menschen mit Problemen, mit Ängsten, mit Sorgen, die ganz normal sind. Die auch arbeiten müssen, die auch eine Steuererklärung ausfüllen oder was auch immer. Und darum versuchen wir zu zeigen, wie das der Glaube ganz konkrete Bedeutung hat in unserem Alltag. Der Apostel Paulus, den ich euch gesagt habe, also der Leiter der ersten Kirche, er hat einmal einer Kirche versucht zu erklären, wie sich das anfühlt, wenn Menschen dazukommen. Und er sagt ihnen, wenn ihr einfach euer Ding durchzieht und eure Sachen da macht, die alle gut sind und in diesen lustigen Sprachen redet, die ihr jetzt alle gelernt habt, das fancy Zeugs, und irgendeiner kommt vorbei und er hört das und er hat keine Ahnung, um was es geht, dann wird er denken, ihr seid durchgesteuert. Und er wird sein Herz verschliessen und er wird weggehen. Aber wenn er da ankommt und er hört etwas, was in sein Leben hineinredet, er hört etwas, wo er merkt, Gott meint auch mich und er wird überführt von dem. Er merkt und spürt, dass Gott ihn sieht und Gott ihn kennt. Dann wird er sein Herz öffnen, dem Glauben gegenüber. Und darum machen wir gewisse Sachen in unseren Gottesdiensten nicht. Nicht, weil sie schlecht sind. Nicht, weil sie irgendwie nicht richtig sind, sondern weil wir den Menschen so einfach wie möglich machen wollen, da anzukommen und sich da willkommen und wohl zu fühlen. Und sagen, manchmal nehmen wir uns selber ein bisschen zurück, weil wir davon überzeugt sind, es muss auch Platz haben für die Gott noch nicht kennen. Wir glauben, dass ein Gottesdienst, wenn er in dieser Alltagssprache gehalten ist und auf das Evangelium, also auf die gute Nachricht von Jesus ausgerichtet ist, gleichzeitig zwei Sachen kann. Einerseits die nicht an Jesus glauben, denen Gott vorstellen, erklären, um was es da geht, und gleichzeitig Christen, die schon lange mit ihm unterwegs sind, auch aufbauen. Die Botschaft vom Evangelium ist zwar simpel, aber sie ist kraftvoll und sie ist enorm tief. Und darum soll die Stadt auf dem Berg eine Kirche sein. Wir wollen eine Kirche sein, wo wir einander gegenseitig ermutigen, anderen Menschen von unserem Glauben zu erzählen und sie in unsere Gottesdienste und unsere Angebote einzuladen. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es nochmal, du musst, vielleicht sogar krasser, du kannst niemanden bekehren. Das ist nicht dein Job. Ich sehe das nirgends in der Bibel, dass man Druck oder Manipulation oder Überredungskünste anwenden muss. Ich sehe es auch nirgends in der Bibel, dass es ein Rating gibt für die mehr Leute zum Glauben geführt haben als andere. Nein, es geht darum, sich immer wieder bewusst zu sein, was das bedeutet, einmal das verlorene Schaf zu sein. Bewusst zu sein, was für einen Unterschied das in deinem Leben macht. Und dann mit anderen Leuten über das zu reden. Das ist das Natürlichste der Welt. Weil man ein dankbares Herz hat. Und gesagt, ich weiss nicht, wie du das machst. Ich kann dir nur erzählen, wie ich es mache. Wenn ich Angst habe, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Wenn ich das Gefühl habe, die Last von meinem Leben und die Sachen, die ich verbockt habe, die drücken mich so richtig im Boden hinein. Und wir freuen uns, wenn du Menschen mit da anbringst. Manchmal weisst du vielleicht nicht alle Antworten. Und manchmal weisst du vielleicht gar nicht, was sagen. Dann lad doch die Leute da ein. Weil wir haben es immer und immer wieder erlebt, dass das da ein Ort ist, wo Menschen Gott begegnen und sich ihr Leben verändert, wo ihr Leben zum Blühen kommt.
Und wenn Leute ankommen, dann glauben wir fest und haben das schon 100-fach erlebt, dass sie etwas spüren von dieser Atmosphäre. Dass sie etwas spüren davon, weil sie andere sehen, so wie ich das dort mal gesehen habe, vor 25 Jahren. Menschen gesehen und gedacht haben, oh, bei denen ist etwas anderes. Ganz einfach, komm und schau, lade jemanden ein und sag, komm doch mal mit, mach dir selber ein Bild und dann kannst du selber entscheiden, was du willst. Das Bild von dieser Stadt auf dem Berg, wo strahlt und leuchtet, ist unser Orientierungspunkt für die nächste Saison. Und als Leitung von dieser Kirche laden wir dich mit ein, wenn du da dazugehörst, das auch zu deinem persönlichen Traum zu machen und zu sagen, wir wollen so eine Kirche sein, die Platz hat für die verlorenen Schafe, die manchmal selber die Schuld sind, dass sie dort gelandet sind. Ich will beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur geschnurrt hast, sondern dass du gehandelt hast. Und dass die Geschichte von diesen 100 Schafen eigentlich eine Geschichte von deinem Leben ist. Ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, die Herrlichkeit im Himmel zurückgelassen hast, wie die Bibel uns sagt. All die Privilegien, die du gehabt hast, als Gott auf die Erde gekommen bist, um die Menschen zu suchen, die ihr Leben selber nicht auf die Reihe bringen. Die Menschen suchen, die sagen, ich brauche jemanden, der mir hilft. Die Menschen suchen, die sagen, ich brauche eine Hoffnung über das Leben aus. Ich danke dir, dass du für nichts schade gewesen bist. Dass du dein eigenes Leben hingegeben hast. Dass du gestorben bist an dem Kreuz, obwohl du es nicht hättest müssen. Wegen mir, wegen uns, die wir da sind. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich das nie vergesse in meinem Leben. Wie wichtig das ist, wie viel das mir bedeutet. Und gemeinsam mit all diesen Menschen da beten wir für die Leute in unserem Umfeld, die sich selber auch verloren fühlen. Die sagen, ich bin auch eines von diesen Schafen. Sie dich kennenlernen, sie dich finden. Sie etwas von dem erleben dürfen, was wir erlebt haben in unserem Leben. Wir bitten dich, dass wir eine Kirche sein können, die Platz hat für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Weil wir uns selber ein bisschen zurücknehmen können mit deiner Hilfe. Amen. Und vielleicht bist du heute da in einer von unseren Locations oder am Livestream mit dabei und sagst, eigentlich fühle ich mich so wie ein verlorenes Schaf und eigentlich wünschte ich mir, ich würde gefunden werden von dem Gott. Dann kann ich dir sagen, es gibt eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht, das Evangelium heisst, es ist nicht kompliziert, Gott in sein Leben einzuladen. Es braucht nicht, weiss ich, was für eine Schulung oder einen Kurs. Es braucht keine Prüfungen, es braucht keine Vorbedingungen. Ausser ein Herz, das willig ist. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und wenn wir von ganzem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann sind wir gefunden, dann sind wir gerettet. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, das einfache Gebet mit mir zusammen zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf der Suche bist nach mir. Und ich spüre, wie du anklopfst an meinem Leben. Und ich möchte heute mich entscheiden, mein Leben dir anzuvertrauen. Ich möchte mich heute von dir finden lassen. Und ich sage dir, ich glaube daran, dass es dich gibt und dass es du gut meinst mit mir. Und ich möchte von dem Tag an, jetzt bis in alle Ewigkeit, gemeinsam mit dir unterwegs sein. Amen.